Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal mache ich mal so ein bisschen gesammelte Infos, Transfers, Transferspekulation, meine Meinung, so Harry Kane und so weiter. Bevor wir reingehen, würde ich sagen, der kleine Hinweis, letzte Chance am Bundesliga-Tippspiel teilzunehmen. Bis heute 5 Minuten oder 10 Minuten vor Anpfiff könnt ihr noch tippen, könnt ihr dabei sein, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten der Hinweis, dass ihr gerne den Kanal abonniert hier und einen Daumen nach oben da lasst, würde ich mich drüber freuen. Und ja, damit gehen wir auch rein. Ich habe jetzt die Vorstellung noch nicht mehr reingehauen von Harry Kane, also die Pressekonferenz, das mache ich nach diesem Video. Aber ich denke, das wird meine Meinung auch nicht irgendwie ändern. Also ich bin natürlich Harry Kane Mania dabei. Ich denke, es ist ein guter Transfer, es ist ein super Transfer, es ist ein gutes Zeichen nach außen. Für die Vermarktung ist es ein guter Transfer, es ist sportlich ein sehr, sehr guter Transfer. Und na klar, ist er teuer, keine Frage, müssen wir nicht drum herum reden. Es werden 110 Mille, 120 Mille irgendwie dahin fließen mit Bonuszahlungen, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber ja, es ist der richtige Transfer zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Klar, Alternative oder die einzige logische Alternative, die ich irgendwie gesehen oder gefühlt hätte, wäre Vlahovic gewesen. Ja, der Junge hätte natürlich ein bisschen Entwicklungszeit gebraucht, wäre aber natürlich dann so der Transfer für die nächsten 5, 6, 7 Jahre oder 8, 9 gewesen. Ja, er ist 23. Hätte uns aber wahrscheinlich nicht jetzt so direkt so bam weitergeholfen, wie es ein Harry Kane tun wird. Meine persönliche Meinung. Warum nicht? Weil er einfach nicht die Erfahrung hat. Ja. Klar, er hat meines Erachtens nach alles, was ein Stürmer braucht, hat riesiges Potenzial, ist aber meiner Meinung nach noch nicht so der Leader, der Anführer, wie es ein Harry Kane ist. Ein Harry Kane ist Spielführer der englischen Nationalmannschaft, war Spielführer bei Tottenham, ist ein gestandener Profi in seinen vielleicht 2 besten Jahren jetzt, die er noch hat. Wenn nicht 3 oder 4, das weiß man immer nicht, das kann man schlecht vorhersagen bei so einem Stürmer. Und ist genau der Typ, der dieser Mannschaft, glaube ich, gerade fehlt. Warum? Ja, weil er da ist, wie ich schon sagte, er ist Kapitän in beiden Mannschaften gewesen, er ist ein Leader, er ist ein Anführer. Und er möchte was erreichen bei uns. Er möchte Titel gewinnen. Auf Teufel komm raus. Er hat noch 2, 3 gute Jahre, die hat er bei uns und hat bisher in seiner Karriere nichts gewonnen mit Tottenham. Und von daher ist er heiß natürlich. Will die Champions League gewinnen, will eine Meisterschaft gewinnen, will Pokal gewinnen. Er ist genau die Siegermentalität, der Wille, den wir aktuell brauchen. Ne? Und natürlich brauchten wir einen klaren Neuner. Und er hat halt einfach die Erfahrung auch mit dem Alter. Ja, er wird auch nicht verrückt werden, wenn er mal 3, 4 Spiele nicht trifft. Das gehört für einen Stürmer einfach dabei. Er wird nicht verrückt werden, wenn er jetzt ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Er wird nicht verrückt werden, wie man ihn dann, so wie es die deutsche Presse tut, wenn er mal 2, 3 Spiele nicht trifft, gleich in Frage stellt, hin und her. Was mit Sicherheit passieren wird, wenn das so ist. Das sind alles Sachen, mit denen er umgehen kann. Ja? Und das ist der große Pluspunkt. Ja? Vlahovic hätte wahrscheinlich 30, 40 Mille weniger gekostet, keine Frage, wäre das Versprechen in die Zukunft gewesen. Auch keine Frage, hätte man aber auch dann sagen müssen, es wird wahrscheinlich so sein, dass wir dann die nächsten 1, 2 Jahre uns erstmal ein bisschen entwickeln müssen. Dasselbe mit dem Tell, ja, keine Frage, man hätte auch sagen können, wir bauen auf den Tell. Haben wir natürlich dann gesehen, so im Supercup, was du bei so einem Jungen halt einfach einkalkulieren musst. In dem Alter hast du noch nicht diese Konstanz, diese Abgezocktheit, sieht man auch bei Musiala. Kann man auch nicht verlangen, zu sagen, ja, ich mache diese Dinger immer konstant rein. Ja? So, die hat man nicht. Und das ist völlig normal. Ja? Vielleicht auch ganz kurz zu, dann dieses Draufhauen auf den Tell in den sozialen Medien oder dann dazu noch rassistische Beleidigung. Sollte da nur ein Bayern-Fan drunter sein, der das irgendwie gemacht hat,
Junge, verpiss dich einfach. Ja? Kannst dich hier direkt angesprochen fühlen, Alter, verpiss dich. Verpiss dich, such den anderen Club, Alter. Absolut verachtenswert. Ja? Der Tell ist so ein Megatalent und so ein sympathischer Mensch und haut sich so rein bei uns im Verein. Guckt euch allein an, wie gut er schon Deutsch spricht. Hat keine Gedanken daran, irgendwie den Verein zu verlassen, selbst wenn der Verein darüber nachdenkt und so weiter. Lebt den FC Bayern, fühlt den FC Bayern. Und so einen Spieler dann so zu behandeln. Ja, na klar hätte er eine von den beiden Chancen machen müssen. Ja, aber nochmal, der Junge ist 18 Jahre alt. Man hat nicht diese Konstanz. Und natürlich ist er aufgeregt. Es ist ein Endspiel um den Titel. Na klar hätte er sich auch gewünscht, das Ding reinzuschieben. Ist doch ganz normal, ist doch logisch. Ja, aber dann so irgendwie zu reagieren, ja, ich weiß, es ist in der heutigen Zeit so, aber rassistische Beleidigungen gehen schon mal gar nicht, Leute. Wie gesagt, verpisst euch einfach. Aber auch, dass man ihn kritisiert dafür ist, ja klar kann man kritisieren, dass er die Dinger nicht reingemacht hat, aber das irgendwie in Social Media ihm noch extra unter die Nase zu reiben und so weiter. Boah, das sind ganz arme Menschen, Alter. Das sind ganz arme Menschen, die, keine Ahnung, in ihrem Leben keine andere Freude haben, als irgendwie sich daran hochzuziehen, andere Menschen schlechter zu machen oder dafür zu sorgen, dass andere Menschen sich schlecht fühlen. Das sind ganz erbärmliche Menschen auf dieser Welt. Ja, und sollte davon einer hier auf dem Kanal zugucken, Alter, verpiss dich einfach. Ich lege hier keinen Wert auf solche Menschen. Ja, klar kann man das kritisieren. Ich habe es auch kritisiert, dass man da natürlich eine von diesen Riesendingern reinmachen muss. Aber deswegen, ja, wir kritisieren da die sportliche Leistung, aber auch mit dem Vermerk, dass der Junge 18 ist und das normal ist. Ja, dass man das nicht verlangen kann von ihm. Und um dann jetzt mal auf das Sportliche zurückzukommen, klar hätte man auch sagen können, man setzt auf Tell oder auf Tell als zweiten Stürmer, wo es ja vielleicht drauf hinauslaufen wird man noch sehen. Da muss man aber damit leben. Und das wäre beim Vlahovic in gewissem Maße auch noch der Fall gewesen. Der Junge ist 23, na klar hat er schon ein bisschen was erlebt, hat aber auch jetzt ein Jahr nur bei Juve gespielt. Juve spielt noch nicht mehr international und so weiter. Klar, war verletzt, hin und her. Aber das wäre auch man hätte nicht diese Garantie gehabt, die ein Harry Kane uns einfach geben wird. Ja, Punkt. So, das wollte ich damit sagen, nur diese kleine Exkurs zum Thema Tell, dass das halt gar nicht geht. Ja, nochmal, man kann das Sportliche kritisieren, er muss einen von den beiden Dingern machen. Man muss dann aber auch mit da einbeziehen, dass der Junge 18 ist. Ja, der ist noch keine 23 wie ein Vlahovic und noch keine 30 wie ein Harry Kane und noch keine 33 oder 34 wie ein Levi, die schon alles gesehen haben. Guckt euch einen Levi, guckt euch einen Harry Kane, guckt euch sonst wer mit 18 Jahren an. Ja, die haben auch nicht von Anfang an alle Dinger reingeschoben. Also da muss man mal auf dem Boden bleiben. Ansonsten hat Tell bisher bei uns einen guten, überragenden Job gemacht und dass er einfach ein bisschen mehr Sicherheit gehabt hätte, ja, dann hätte man auf Tell bauen sollen von Anfang an. Ja? Und nicht nur wieder so halb aus der Not rausgeboren. So, Choupo wieder verletzt, Gnabry, ja, man hat dann erst noch auf Gnabry gebaut im ersten Testspiel. Why? Ja, also das hätte man sich komplett schenken können. Hätte man gleich auf ihn gebaut, ihn ein bisschen mehr eingebunden, gesagt, so, du bist jetzt unser Stürmer, dann wäre das vielleicht auch ein bisschen anders gekommen. Nichtsdestotrotz hat er die Chancen oder wurden die Chancen erarbeitet mit ihm. Ja, und er hat sie halt nicht reingemacht. Mein Gott, davon geht die Welt jetzt nicht unter. Deswegen haben wir das Spiel nicht verloren. Da sind andere Spieler in der Pflicht. Da ist ein Sané, da ist ein Gnabry, da ist ein Kimmich. Das sind Spieler, die in der Pflicht sind. Ne? Kimmich jetzt vielleicht nicht fürs Tore schießen, nicht falsch verstehen. Ja, aber da irgendwie den jungen Vorwurf zu machen, absolut lächerlich, Leute. Gut, damit schließe ich das Thema mal ab. Deswegen bin ich persönlich begeistert vom Transfer von Harry Kane. Erstmal, ich würde es super gut finden. Auf der einen Seite, ja, wenn der Tell bleiben würde, auf der anderen Seite, wenn er vielleicht ausgeliehen werden würde. Wovon hängt's ab? Von Choupo. Ich denke, Choupo wird sich nicht damit zufrieden geben, wenn er nur noch dritte Wahl ist. Wenn Choupo noch gehen sollte, Inter Mailand hat angeblich Interesse, wahrscheinlich auch der eine oder andere Club, man weiß es nie. Wenn man sagen würde, Tell ist unsere klare Nummer 2 und bekommt dann halt auch die Spielzeit, die er braucht, um sich weiterzuentwickeln. Muss ja auch gar nicht unbedingt auf der 9 sein, wenn Heavy fit ist und so weiter.
Kann auch auf Außen sein. Ich sehe ihn auch auf Außen stark. Er könnte ein sehr starker Flügelstürmer werden. Er ist 18. Er hat volles Potenzial, er hat volle Entwicklungsmöglichkeiten. Die sollte man nutzen, diese Saison. Ja. Und sollte man die irgendwie nicht nutzen wollen, warum auch immer, was ich nicht verstehen könnte, ja, dann leiht ihn aus. Dann leiht ihn aus, wo er Spielpraxis kriegt. Dann werden wir sehen, da wird er seine Hütten machen. Ja. Das möchte er nicht, verstehe ich auch. Und finde ich auch gut, weil ich habe es vorhin schon gesagt, wie er sich einbringt, wie er es lebt beim FC Bayern. Vorbildlich. Sollten wir den Schuppo abgeben, ja, müssen wir da auch nichts nachverpflichten. Ne? Meines Erachtens nach. Also wir haben Tell dahinter, der ist jung, der ist motiviert. Und wenn er dann Spielzeit kriegt, vielleicht dann auch mal auf Außen ein bisschen, fände ich das schon gut, weil auf Außen haben wir auch genug Baustellen. Machen wir uns nichts vor. Gnabry hat bisher eine okay gespielt, so Sané, ein Hui, dann wieder 3 Pfui. Coman war auch eher durchschnittlich bisher. Also ist jetzt nicht so, dass wir da die Überspieler auf Außen haben. Also von daher, warum ihnen da nicht die Chance geben? Gut. Ja, deswegen bin ich begeistert vom Heavy. Ich denke, er wird uns 30 Tore garantieren in der Liga. Und er öffnet uns die Chance in der Champions League, aber da müssen wir uns nichts vormachen, dass da noch einige Baustellen im Kader sind, die geschlossen werden müssen. Ja. Von außen mal mal eine konstante Linie reinzubekommen, dass die Spieler mal ein konstantes Level haben, angefangen bis hin zu der Sechser-Diskussion, die ich halt voll fühle, die ich seit 1,5 Jahren führe auf meinem Channel hier. Ja. Ja, klar, haben wir mit Kimmich Goretzka die Champions League gewonnen. Keine Frage in dem Corona-Jahr. Ja, aber da war auch die Innenverteidigung auch eine andere und da war auch das ganze Feeling ein anderes. Ja, da war noch eine Mannschaft da, die im Gleichschritt nach vorne, nach hinten gearbeitet hat, die im Gleichschritt Pressing gespielt hat und so weiter, was aktuell irgendwie nicht wirklich gegeben ist. Und aktuell muss man sagen, würde uns ein klarer Sechser gut tun. Ja. Ob der noch kommen wird, I don't know. Wenn er kommen wird, wird es natürlich brutal schwer für die anderen Spieler. Ja. Weil ich denke, ein Leimer ist auch der einzige Spieler, dem ich das zutrauen würde, diese defensiveren Part zu spielen. Auch ihn gut zu spielen. Auch wenn wir dann einiges seiner Stärken verschenken würden, wie ich finde. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ansonsten gehe ich davon aus, dass ein Grafenberg den Verein verlassen wird. Genauso wie ein Pavard. Und dann wäre auf jeden Fall auch die finanziellen Mittel da, einen Sechser zu verpflichten. Und wir sollten das tun. Sollten wir langfristig irgendwie Richtung Champions League denken wollen, werden wir nicht darum rumkommen, einfach einen Arbeiter zu haben. Ja, einfach der den Kader zusammenhält. Idealerweise vielleicht sogar einen, der das Spiel schon anfängt zu gestalten. Problem, was ich dann sehe, inwieweit lässt ein Kimmich das, oder sagen wir es anders, wie weit lässt ein Kimmich-Ego das zu? Ja, das sehe ich das große Problem an der Sache. Weil er will ja jetzt schon alles machen. Er ist ja ein Sechser, das hat er ja auch gegen Leipzig gezeigt, weil er wieder 50% der Zeit nicht auf dieser Position war und Leipzig da einfach die Bälle reinspielen konnte. Gerade wo er alleiniger Sechser war, wo kein Leimer mehr auf dem Platz war. Vorher war es okay, ne, wo er der Achter war. Von daher wird das schwierig, wird das interessant zu sehen sein. Und ich denke auch nicht, dass ein Kimmich dann gesetzt ist als Achter. Ja, ich denke ein Leimer, wenn er gute Form hat, er hat es gezeigt, er jagt den Ball hinterher, alles das, was ein Kimmich nicht macht. Ja, klar ist ein Kimmich ein anderer Spielertyp, er ist mehr der Gestalter, der möchte der Antreiber sein, was er aktuell nicht wirklich ist bei uns, was er aber natürlich spielen kann, den Part, da müssen wir nicht drum herum reden, wenn er Topform hat, ja, solange er nicht unter Druck steht, solange er nicht gepresst wird, ist er sehr gut, ja, aber er hat halt Probleme, wenn er angelaufen wird. Aber erst recht, wenn er gepresst wird, dann hat er nicht die Qualitäten zu sagen, ich spiele jetzt mal einen Spieler aus und kann dann mal den Raum gewinnen, um dann den Ball nach vorne zu spielen. Nee, sobald er angelaufen oder gepresst wird, spielt ein Kimmich den Ball quer oder nach hinten. Das ist alles, was er kann. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, was wir aktuell haben. Und das könnte halt dann auch zum Problem auf der 8 werden.
Aber das ist ein anderes Thema, das wird man dann sehen, wenn wir einen klaren Sechser hätten. Andere Sache zum Thema Sechser, ja, warum nicht einen Upay aufbieten? Ja, haben wir auch schon vor ein paar Wochen mal angeregt. Innenverteidigung ist für mich persönlich mit Minjay und De Ligt gesetzt. Beim Tuchel ja anscheinend noch nicht so. Aber warum dann nicht ein Upay gibt quasi alles, was man braucht für einen Sechser. Ne, er verteidigt super stark nach vorne hin als Innenverteidiger. Er ist schnell, er kann Ball spielen und hätte dann nicht den Druck, der ihm ja anscheinend immer mal wieder in wichtigen Spielen bis in den Kopf verrückt, ja, dass keiner mehr hinter ihm ist. Ja. Vielleicht lag es auch ein bisschen am Sommer oder so, der ihm nicht die Sicherheit geben konnte, ich weiß es nicht. Aber Sommer auch immer relativ unsicher wirkte, dann vielleicht hat er einfach immer im Kopf gehabt, so, ja, ich darf mir jetzt keinen Fehler erlauben, Blasewitz. Und jeder, der Fußball gespielt hat, der das vielleicht auch kennt, solche Gedanken, weiß, dass das dann zu sowas führen kann. Und vielleicht wäre der Upay dann der Typ, der perfekte Sechser. Ja, ich denke, die Anlagen hat er dafür. Leider haben wir das nie in Betracht gezogen. Leider hat Tuchel das nie in Betracht gezogen, weil sonst hätte man das in der Vorbereitung mal antesten können. Da haben wir die Spiele gehabt, wo das hätte ausprobiert werden können. Stattdessen führen wir jetzt eine Sechser-Diskussion, wo viele Sechser schon vom Markt sind. Ja, schwierig. Schwierig. Ja, ich bin sehr gespannt, was da noch passiert, womit wir dann auch zum nächsten Thema kommen. Ja, Transfer Task Force. Bisher leider sehr, sehr enttäuschend bei uns. Muss man leider so sagen. So, da ist er wieder. Ja, Essen mal fertig, Leute. Gut, ich bringe das jetzt hier aber erst zu Ende. Wir waren bei der Transfer Task Force. Ja, da muss man natürlich sagen, klar, die Transfers, die wir gemacht haben, mit Minjay und Harry Kane, natürlich mega. Ja, also ich denke, beides sind Transfers, die 100% einschlagen werden bei uns. Da habe ich mir gar keine Sorgen. Aber wie der Transfer von Harry Kane abgelaufen ist, war schon wild, um es mal milde auszudrücken. Und auch nicht wirklich FC Bayern-like, wie man so schön sagt. Also wir haben kein gutes Bild abgegeben in der Öffentlichkeit, wie ich finde. Und das alles, um 10 Millionen zu feilschen. Ja. Also erstens wusste man, worauf man sich einlässt, wenn man mit Tottenham ins Gefecht zieht um Harry Kane. Das hat man vor 2 Jahren bei Manchester City gesehen. Man wusste, wie der Levi ist. Er wollte 100 Millionen Pfund, die hat er jetzt bekommen. Und das war von vornherein klar. Punkt. Da musste man jetzt nicht irgendwie um 10, 20 Millionen feilschen. Erst recht nicht dann nach dem Abgang von Mané, wo man wahrscheinlich, 35, 40 Millionen gekriegt hat oder kriegen wird mit Bonuszahlungen, Blasülz. Das hätte man sich komplett schenken können und hätte auch ein anderes Bild in der Öffentlichkeit gegeben und man wäre schon wahrscheinlich 2, 3 Wochen weiter. Ja, man hätte von vornherein sagen können, also nachdem Harry Kane gesagt hat, er möchte gern zum FC Bayern München, hätte man, wie wir es ja dann auch getan haben, öffentlichkeitswirksam natürlich mal wieder, hätte man halt sagen können, hier, das ist unser Angebot. Was weiß ich sage jetzt einfach mal 90 Millionen, Harry Kane möchte auf jeden Fall zu uns. Entweder nehmt ihr das an oder wir verpflichten ihn nächstes Jahr ablösefrei. Hätte uns keiner abgenommen, weil wir haben den Druck, einen Stürmer verpflichten zu müssen. Ja. Von daher war das nicht wirklich ein Argument. Hätte man aber natürlich versuchen können und dann hätte Tottenham natürlich gesagt, so wie sie es auch getan haben, nee, machen wir nicht, wir wollen das, was wir verlangen. Punkt. So, von daher war das halt einfach ein bisschen lächerlich. Ja. Es war nun mal klar, dass wir nicht ein Jahr auf ihn warten können, weil unser Kader halt den Stürmer nicht hergibt. Klar, man hätte das dann knallhart durchziehen können, dann hätte man das so kommunizieren können. Dann hätte man gesagt, wir machen ein Übergangsjahr mit Tell, wir setzen voll auf den Tell und dann wäre gut gewesen. Ja, dann hätte man nicht über Champions League oder sonst was diskutieren müssen. Hätte die Meisterschaft als Ziel ausgegeben und wäre gut gewesen. Wäre ja auch kein Problem gewesen. Ja, dann hätte man das klar sagen können, Tottenham hier, bam,
So sieht's aus. Harry Kane hat einen Vorvertrag, wie auch immer, bei uns unterschrieben. Ab nächstes Jahr ist er auf jeden Fall bei uns. Entweder nehmt ihr jetzt hier die 80 Mille oder 90 Mille. Sorry. Oder er kommt halt nächstes Jahr ablösefrei und dann wäre gut gewesen. Ja. Aber so haben wir uns der Lächerlichkeit preisgegeben. Ja. Man hat gesehen, wir waren Spielball einfach. Was heißt ein Spielball? Tottenham hat das gekriegt, was sie wollten. Punkt. Ja. Das ist auch völlig legitim, war bei uns genauso mit dem Levi. Ja. Von daher, da haben wir kein gutes Bild abgegeben. Und ansonsten muss man fairerweise sagen, dass die Taskforce sonst auch kein gutes Bild abgegeben hat. Wir haben immer noch die Baustelle Torwart, wir haben immer noch die Baustelle Sechser, wir haben immer noch die Baustelle Goretzka, wir haben immer noch die Baustelle auf den Außen mit Gnabry und Sané, was so nicht gewollt sein kann, bin ich mir 100% sicher. Und an den Baustellen wird sich auch nichts mehr ändern. Ja, klar, Baustelle Sechser, bin ich sehr gespannt, ob da noch irgendwas passiert. Hätte man intern ändern können mit einem UPA als Versuch, habe ich schon gesagt. Baustelle Torwart können wir noch kurz zu kommen. Auch da geben wir kein gutes Bild ab. Gar kein gutes Bild. Also man hätte sich schon vor Wochen, wenn nicht Monaten hinsetzen, was heißt Monaten ist schwierig bei so einer Verletzung, aber jetzt zum Start der Vorbereitung hätte man klar kommunizieren müssen mit dem Herrn Neuer, mit den Medizinern und so weiter. Klar, dass kurzfristig immer Komplikationen auftreten können und so weiter, volles Verständnis für. Da muss ein Neuer auch ehrlich sein und muss sagen, jo, ich habe hier Schmerzen, da Schmerzen. Wie gesagt, ich habe so ähnliche Verletzungen gehabt. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Von daher, ja, hätte man da früher klare Kante zeigen. Dass ein Nübel weg musste, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Der hat keinen Bock auf Konkurrenzkampf gehabt im Sommer. Brauchen wir auch nicht drüber reden, der will EM spielen, alles gut. Und Sommer war auch nicht das Niveau, was wir brauchen. Ja, da hat der Ulle ein besseres Niveau, was torwartmäßig, würde ich sagen, haben sie das gleiche Niveau, aber ja, Sommer ist vielleicht ein bisschen stärker auf der Linie. Aber ein Ulle hat einfach mehr Lockerheit, mehr Souveränität ausgestrahlt, was ein Sommer bei uns nie getan hat. Ja, und jetzt stehen wir da. Jetzt ist Ulle auf einmal die Nummer 1, was ich erstmal begrüße. Und stehen trotzdem da und diskutieren wieder. Jetzt bei der Pressekonferenz hieß es dann, ja, Neuer ist auf einem guten Weg und ist doch alles nicht so schlimm, deswegen gucken wir jetzt, aber wir brauchen trotzdem dritten Torwart, Blasels. Ich habe es in dem Pressekonferenzvideo schon gesagt. Eigentlich ist jetzt der Zeitpunkt da, um zu sagen, du verpflichtest einen 22-, 23-jährigen Torwart, der schon ein bisschen Erfahrung hat, der eine Menge Potenzial hat, der Bock hat auf so einen Verein. Und der geht in den Konkurrenzkampf mit dem Ulle dieses Jahr. Und wir werden sehen, ob Neuer zurückkommt. Sollte Neuer zurückkommen, was in den Sternen steht, er wird zurückkommen, aber in welcher Form, in welchem Selbstverständnis dann, auch mit rauslaufen, in den Zweikampf gehen, so wie er es sonst immer gemacht hat und so weiter und so fort, weiß man alles noch nicht. Ja? Gerade bei der Dauer der Verletzung, ob er nochmal das Niveau erreichen wird, wie lange er das Niveau dann halten kann und so weiter und so fort, das wird man alles sehen, ja. Aber wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einen Torwart dahinter 1,5 Jahre zu entwickeln. Aber da muss man jetzt auch klar sagen, das ist unsere Nummer 1 in 1,5 Jahren. Punkt. Und wir tun alles dafür, um ihn jetzt dahin zu entwickeln. Ja, wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt. Aber scheinen wir wieder zu verpassen. Wir wollen jetzt wieder irgendwie, ja, jetzt haben wir erstmal gesagt, Ulle ist die Nummer 1, weil es keine Alternative da ist. Und jetzt ist man wieder so auf dem Level, ja, wir setzen Ulle wieder einen dazwischen, der irgendwie zwischen Neuer und Ulle ist. Und wieder so einen alten Knacker, der irgendwie dann ein Jahr da ist. Und ach Leute, fühle ich alles nicht. Sage ich euch ganz ehrlich, bei dieser ganzen Diskussion, auch wie viele Namen da jetzt genannt wurden, wie viele Absagen wir uns eingehandelt haben. Aber ist doch auch logisch, wer kommt denn zu uns als gestandener Torwart? Wo man sagt, bam, das ist eine Kanone, der hilft uns weiter. Wer macht das denn? Wenn man sagt, ja, aber wenn der Mano wieder fit ist, ist ja unsere Nummer 1. Das macht doch kein Torwart. Ist doch verständlich. So, da kannst du wieder nur einen kriegen, der abgefragt ist, der sich damit zufrieden gibt, irgendwie Nummer 3 zu sein oder Nummer 2. So, und willst den Ulle jetzt wieder einen vor die Nase setzen, das fühle ich halt gar nicht. Also von daher hätte ich es gefühlt, hätte man gesagt, jo, komm, wir suchen uns jetzt einen Torwart, 22, 23 oder meinetwegen 20, was weiß ich, der schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, der aber riesiges Potenzial hat.
auch in den eigenen Reihen. Wir haben vor 2 Jahren, wir haben ja die größten Talente im deutschen Torwartspiel und hast du nicht gesehen, dann wurden sie alle abgegeben, verliehen, Blasels. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Wann wäre die Chance da gewesen zu sagen, jo, jetzt hier 1,5 Jahre Zeit, Attacke. Ja, klar, dann kommt wieder das Thema, ja, wenn du Champions League gewinnen willst, dann reicht's an Ulle nicht. Und dann kannst du nicht auf ein Neujahr bauen, dann brauchst du eine richtige Kanone. Ja, mag so sein, aber eine richtige Kanone kommt halt nicht, wenn man sich da hinstellt und sagt, na, Manuel Neuer, sobald er fit ist, unser Nummer 1. So, wenn, dann müsste man sagen, ja, wir warten mal ab. Manu, alles klar, du kannst zurückkommen. Dann gehst du in den Konkurrenzkampf mit dem bestehenden Torwart. Wer sagt denn, dass der Manu besser ist wie der Ulle? Ja, der muss doch erstmal wieder Spielpraxis haben, der muss Trainingspraxis haben, der muss das Zutrauen in seinen Körper haben, der muss ja erstmal gucken, dass er überhaupt am Ulle vorbeikommt. Klar wünschen wir uns alle, dass Manu wieder das erreichen kann, was er erreicht, oder die Form, die er vorher hatte. Aber in dem Alter, Alter, das ist eine absolute Wundertüte, ja. Und sehr schwierig, da jetzt zu sagen, man findet jetzt einen Torwart, der sich da dem aussetzt. Also da geben wir leider gerade auch kein gutes Bild ab. Letzte Thema, Sechser. Absolute Katastrophe, welches Bild wir da abgeben. Wir haben unsere ganzen Energie darauf versetzt, da um Harry Kane da irgendwie um 5 oder 10 Millionen rumzufalschen. Anstatt, wie ich es vorhin schon sagte, zu sagen, hier, bam, das, so. Dann hat Tottenham gesagt, nee, wir wollen das haben oder er kommt nicht. Und dann hätte man gesagt, jo, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Punkt. Dann wäre gut gewesen. Ja, da muss man nicht 4 Wochen da hin und her eiern. Harry Kane hat sich früh genug klar positioniert und dann wäre gut gewesen. Die Chance haben wir vertan, dadurch haben wir die Chance vertan, uns um andere Spieler zu kümmern. Dann haben wir die Chance vertan, mit dem Pavard gleich klare Kante zu machen. Da wird auch rumgeeiert. Ja, natürlich wird der abgegeben werden. Was willst du mit einem Spieler, der nicht da sein möchte? Und Pavard weiß, dass er nicht auf der Innenverteidigerposition spielen wird bei den 3 starken Innenverteidigern, die wir haben. So, Punkt. Da muss man noch nicht rumeiern, ihn dann noch die Vorbereitung spielen lassen und sich als Trainer dahinter sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob der wirklich weg will. Hat er mir nie gesagt. What the fuck, Alter. Geben wir auch kein gutes Bild ab. Dasselbe mit Goretzka. Geben wir auch kein gutes Bild ab. Ja, da müsste man auch mal klar definieren. Hätte ich mir gewünscht, im Vorhinein, auch beim Gravenberg, bei beiden. Aber das ist diese ganze Sechser-Diskussion, ja, die wir gerade führen. Hätte man klar sagen können, ja, wir verpflichten jetzt einen Sechser. So, ihr 3 oder 4 seid dann im Konkurrenzkampf um einen Platz auf der 8. Und dann wäre gut gewesen. So, dann hätte jeder gewusst, woran er ist. Und dann hätten die Spieler entscheiden können, wollen sie trotzdem bleiben? Ja, alles gut. Ich würde auch einen verdienten Spieler wie einen Goretzka oder so nicht wegschicken. Ja, wenn er bleiben möchte, den Konkurrenzkampf annehmen möchte mit dem Kimmich. Ja, natürlich, warum nicht? Also ich denke, wenn Goretzka Topform hat und Bock hat und willig ist, ist er natürlich eine Konkurrenz. Ja, aber die letzten Wochen war es halt nicht so. Und vielleicht hätte er sich dann überlegt, keine Ahnung. Aber mir fehlen da so die klaren Worte. Ich meine, Tuchel hat die klaren Worte gebracht in der Pressekonferenz, warum wir eine Holding Six, den Ausdruck finde ich irgendwie ein bisschen Banane, aber anderes Thema. Warum wir den brauchen, und das sage ich auch seit 1,5 Jahren hier auf dem Channel. Ja, der fehlt uns einfach und Kimmich ist das nicht. Punkt. Er war es vielleicht mal, kann es aber nicht mehr. Weil Kimmich rennt rum überall. Aber nicht da, wo er hingehört. Wenn Kimmich mal die Disziplin hätte und die Position halten würde und trotzdem den Einfluss dann nehmen würde, aber das kann er nicht. Unter Druck ist ein Kimmich einfach, kommt er nicht klar, einen Spielaufbau zu machen. Habe ich auch schon ausgeführt, warum. Ja, da geben wir kein gutes Bild ab, wie ich finde. Meine Prognose, ein Gravenberg wird noch wechseln, Pavard wird noch wechseln und wir werden noch einen Sechser verpflichten, aber natürlich dann nicht so den Übersechser, den wir gerne gehabt hätten, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht täusche ich mich, aber so viele sind ja jetzt auch nicht mehr auf dem Markt. Das ist ja von Eindhoven im Gespräch. Da wird es vielleicht drauf hinauslaufen. Ja, und da wird man sehen, ob das dann die Wunschlösung ist. Und dann hast du aber immer noch 3 guten, wie gesagt, ein Leimer, denke ich, wird dann auch noch um die 6 konkurrieren. Und dann hast du einen Kimmich und einen Goretzka, die um die 8 konkurrieren irgendwie. Aber vielleicht gibt's auch noch Überraschungen und Goretzka wird auch noch wechseln, ich weiß es nicht. Schwierig. Ansonsten hatten wir auch noch einen Jugendspieler, der den Ballverteiler sehr gut gegeben hat in den Vorbereitungsspielen.
warum nicht dem mal die Chance geben? Ja, also ich habe in den Vorbereitungsspielen keine Schwächen gesehen, wo man sagen würde, ja, ist absolut nicht brauchbar. Alternative habe ich schon gesagt, mit dem Opa hätte man auch mal probieren können. Also wir hätten auch intern genug Möglichkeiten gehabt. Und ich denke, einen von der Innenverteidigung eine Position nach vorne zu schieben, da kannst du dir sicher sein, dass es ein defensiv denkender Sechser ist. Ja, der in erster Linie denkt, wo kann ich verteidigen, wo kann ich die Löcher stopfen. Also von daher wäre das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Aber gut, wir werden sehen, wo die Reise hingeht, was die Transfers noch angeht. Wir geben trotzdem kein gutes Bild ab. Wir sind jetzt 2 Wochen vor Transferschluss. Wir sind dann jetzt die Saison ist gestartet. Harry Kane kam erst vor einer Woche. Also all das gibt kein gutes Bild ab. Ja. Das wäre jetzt Top-Club. Ja, ich weiß, es ist schwierig mittlerweile auf Transfermarkt bei vielen Top-Clubs so, aber das muss besser werden in Zukunft. Deswegen bin ich froh, dass wir einen neuen Sportdirektor haben, der dann bald vorgestellt wird. Wo es einfach, ja wild, schaltet einfach der Rechner neu hier, Leute. Wild, wild, wild. So, ich war beim Sportdirektor. Erstmal super, ja, dass endlich da ein Sportdirektor da ist. Und ich denke, dann wird es auch wieder ein bisschen besser mit den Transfers laufen. Klar war es schwierig, wenn man den Sportdirektor entlässt zum Ende der Saison, dann kurzfristig eine Taskforce gründet, die dann irgendwelche Transfers eintüten soll, die gar nicht von langer Hand geplant sind. Ist klar, dass sich das alles zieht. Von daher haben wir 2 gute Transfers gemacht in dieser Zeit. Das muss man auch mal so sagen. Aber die Art und Weise, habe ich schon gesagt, bei Harry Kane war jetzt nicht so gut. Und die Art und Weise, die wir aktuell abgeben mit dem Torwart und der Sechser-Geschichte und den Außen, wo gar nicht drüber nachdenken, ist schon wild. Aber dafür ist ja dann ein neuer Sportdirektor da, der schon mal ja auf die nächste Transferperiode hinarbeiten wird, ja. Zumindest gehe ich davon aus, und dass er ein Auge hat für Talente, ist auch klar, und ich bin sehr gespannt, welche Art Typ er ist, und freue mich da schon auf die Vorstellung auf jeden Fall. Ich denke, da wird es dann in Zukunft auch wieder ein bisschen besser laufen, was das anbelangt, was aber auch dringend nötig ist. Da freue ich mich schon sehr drauf. Die andere Sache, ich hoffe, es wird dann endlich mal das Loch gestopft, welches immer irgendwelche Sachen an irgendwelche Reporter weitergegeben wird. Das ist ein Ding, was ich nicht fühle. Klar, für uns schön, ja, du weißt, wenn du da und da was liest, dann stimmt das sehr wahrscheinlich zu 100%. Aber ist natürlich in den Verhandlungen, die man dann führt, oder auch wenn man Interesse hat an bestimmten Spielern, wenn das schon andere Vereine mitbekommen und sowas, alles so semi. Ja. Klar, es ist schon ein bisschen besser geworden, als Nagelsmann und ein Brazzo da waren, aber wir sehen auch jetzt, dass wieder Infos nach außen dringen. Ja. Ja, sie haben doch hier mit dem telefoniert, sie haben doch hier und da. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist, ja, ich weiß, in der heutigen Zeit super schwierig, da auch irgendwie nachzuvollziehen. Aber wenn man doch angeblich so eine kleine Taskforce hat von diesen 6, 7 Peoplen, dann muss es auch möglich sein, dass das, was da besprochen wird, oder was dann daraus weiter entsteht, dass da nichts nach außen dringt. Das verstehe ich nicht. Das ist ein Unding für mich, sage ich euch ganz ehrlich. Also in jedem anderen Unternehmen würden da die Bäume brennen, wenn das so wäre, ja. Und da gehört Gas gegeben, dass das nicht mehr so ist. Ja. Da muss man halt mal die Zöpfe abschneiden und da nicht immer hier Friede, Freude, Eierkuchen zu irgendwelchen Reportern haben. Das verstehe ich persönlich nicht. Aus Reportersicht, klar, deren Job, müssen wir nicht drum herum reden, aber das geht nicht. Ja. Auch mit Harry Kane, da wurde jede Einzelheit, ja, jetzt haben wir das geboten, hier geboten, da geboten. Nein, da gehört's aufgeräumt, wie auch immer, ja. Und da gibt's genug Möglichkeiten. Ja, das wäre schön. Das ist, was ich mir wünschen würde für die Zukunft. Ansonsten, ja, ich habe soweit alle Themen abgehandelt, die in der Woche, wo ich jetzt im Urlaub war, hatte. Wir haben Community Discord, wo ihr untereinander über den FC Bayern oder die Bundesliga, Champions League, was auch immer diskutieren könnt. Wer da Bock hat, Link ist in der Videobeschreibung. Bundesliga-Tippspiel, wer da Bock hat, auch da ist der Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten bleibt mir nichts zu sagen,
Außer rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Bleibt gesund, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich werde sie alle lesen in der kommenden Woche. Ob ich sie alle beantworten kann oder ob ich generell Kommentare alle beantworte, kann ich euch noch nicht sagen. Kommt drauf an, wie die Zeit da ist. Problem ist, ich hau jetzt halt gerade durch die Woche Urlaub hier gesammelt irgendwie 3-4 Videos raus mit Pressetalk vor und nach dem Spiel, mit Meinung zum Spiel. Da ist es schwierig, dann auf alle Videos alle Kommentare zu beantworten, weil dann mache ich 3 Tage nichts anderes. Von daher muss ich gucken, wie ich das mache. Vielleicht lasse ich Kommentare bei diesen Videos dann komplett aus oder ich beantworte die mal in Videoform, muss ich mal gucken. Lasst euch da überraschen, nur die Info für die Leute, die sich das hier bis zum Ende angucken. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, bis dann, tschüssi.